Ich stelle dir jetzt gerade eine Frage. Eine für mich sehr relevante Frage, die mich schon seit langem begleitet und ich mir von Zeit zu Zeit immer wieder stelle. Bevor du jetzt die Frage hörst, möchte ich sagen, dass du bitte innerhalb 3 Sekunden antworten sollst und das Erste, was dir in den Sinn kommt, laut aussprechen. Es geht einfach darum, mal zu schauen, was ist denn da so spontan rum und nicht auf 100'000 überlegte Antworten zu warten. Bist du bereit? Also, für was bist du dankbar? Es nimmt mich also jetzt Wunder, was du hast gesagt. Auf jeden Fall hat mich die Frage immer und immer wieder begleitet in diesem Jahr. Und wenn sich ein Jahr am Ende zuneigt, sind wir Menschen ja immer die reflektierend und überlegt und zurückschauend uns Gedanken machen, was passiert ist. Wer uns begleitet hat, was wir gemacht haben. Und so bin ich auf Dankbarkeit gestossen. Wenn ich eine neue Podcast-Episode mache, habe ich meistens keinen Plan, was jetzt kommt. Dann lebe ich irgendwie in den Tag hinein und dann kommt das Thema oder kommt irgendwie ein Spruch oder ich sehe etwas oder ich lese etwas und dann entsteht daraus ein Thema für eine neue Episode. So ist es auch das Mal gegangen. Ich habe mich getroffen mit einer Kollegin in einer meiner Lieblingsbars und als ich hergelaufen bin, habe ich einfach gedacht, ich habe einfach schon hure Schwein. Mit all diesen lieben Leuten, die ich habe. Einfach so richtig ein krasses Gefühl von Dankbarkeitsgefühl im Bauch. Und dann habe ich gefunden, wow, hey, nein, was läuft denn hier? Was ist denn das? Ich möchte gerne mal wissen, für was alle anderen Leute dankbar sind. Und darum habe ich heute wieder in diesem Podcast meine liebsten Leute gefragt, meine lieben Freunde und meine Familie, für was dass sie denn dankbar sind. Und sie haben mir natürlich wieder alle gerne geantwortet. Als ich nachher die Sachen gehört habe, habe ich schon gewusst, wieso ich das gemacht habe. Und noch mehr hat es mich Wunder genommen, was die Fremde denken. Die Leute, die ich nicht kenne, die ich in der Stadt neben vorbeilaufe, sie vielleicht grüßen oder anlächeln oder vielleicht auch beschämend am Boden schauen. Und darum habe ich mich für diese Podcast-Episode entschieden, als letztes Mal in diesem Jahr aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich habe für mich das Gefühl, das Jahr war ein Jahr vom Verlassen der Komfortzone. Immer und immer wieder habe ich mich bewusst und unbewusst in Situationen befunden, die ich eigentlich unchillig gefunden habe. Aber ich wollte es irgendwie trotzdem wollen, dass wir reinpushen in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich könnte sie nicht bewältigen. Und siehe da, es ist gegangen und darum rede ich jetzt heute hier über Dankbarkeit. Und meine Komfortzone habe ich eben auch an diesem regnerischen Donnerstagabend im Dezember verlassen. Ich habe meine gelbe Regenjacke angelegt und einen Hut montiert und dann bin ich mit meinem Nadel und mega viel Skepsis in die Berner Altstadt gegangen. Und dort bin ich rumgelaufen, bis ich dann einen alten Mann gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, und mit dem fange ich jetzt an. Aber bevor ich den Mann gefragt habe, was ich ihn schlussendlich auch gefragt habe, hat sich bei mir so ein Wechselspiel bemerkbar gemacht zwischen Übelkeit und Zweifel und so ein bisschen fehlende Motivation vielleicht. Irgendwann habe ich dann gefunden, jetzt tue nicht so dumm, jetzt fragst du ihn einfach. Und dann bin ich hergegangen, habe ihn gefragt, ob er Zeit hat und er hat ja gesagt. Und dann dachte ich, nein, Scheisse, jetzt hat der Vater wirklich noch Zeit. Weil anders wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, dann wäre er einfach wieder heimgetaubt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitmachen will. Ich mache da so ein Projekt, ich habe keine Ahnung, was es sei und wo es herführt, aber es macht mir irgendwie noch Spass. Und dann hat er gesagt, wenn es Spass macht, dann soll ich es weitermachen. Und so hat er mir irgendwie ein bisschen die Angst genommen. Die unbegründete Angst vor fremde Leute ansprechen. Und nachher habe ich ihn gefragt, für was er dankbar sei. Und dann habe ich alle gefragt.
freundlich aussehende Frauen, böse aussehende Frauen, beschäftigte Männer, wartende Männer, junge Männer, alte Frauen, solche, die so angelegt waren wie ich, solche, die ich niemals ansprechen würde, solche, die ich schon von weitem gesehen habe, dass die weiss nicht was für eine krasse Aura haben. Und allerlei Menschen, die sich halt einfach dann an diesem Donnerstagabend auf der Straße befunden haben und ihren Tätigkeiten sind nachgegangen. Und dort habe ich die eine oder andere sehr coole Begegnung gemacht. Und natürlich haben Leute auch gesagt, sie wollten die Frage nicht beantworten. Ich glaube, die haben das Gefühl, sie sind vom Fernsehen oder so. Aber die Leute, die mir die Frage beantwortet haben, denen ihre Ansichten wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und ich freue mich sehr fest, einfach diesen Leuten beim Erzählen zuzuhören. Für was seid ihr dankbar? Für mein Leben allgemein, für meine Gesundheit, für meine Entscheidungsfreiheit, für das ich in einem friedvollen Land leben darf. Für meine Kinder, ja, ganz viel Glück in meinem Leben. Ich bin jeden Tag eigentlich dankbar, auch für ganz kleine Sachen. Merci vielmals. Gerne. Dass ich gesund lebe. Immer noch. In meinem hohen Alter. Ja, nein, Gesundheit ist für mich das Wichtigste. Das ist einfach so. Ja. Und vielleicht auch noch einen schönen Gewinn, den ich sage, rubbeln. Aber das ist zweitrangig. Ja. Für was seid ihr dankbar? Fürs Leben. Hey, ihr habt gesagt, ihr wollt nicht helfen, also kommt! Also wie gesagt, fürs Leben allgemein. Für was seid ihr dankbar? Das ist eine schöne Frage. Für alles, was man in das Leben hat. Man muss dankbar für jeden Tag, dass man lebt, weil morgen könnte man nicht mehr da sein. Jeden Tag, also rechnet. Und besonders, weil wir so, also nicht, dass ich so glaubige Sachen sagen möchte oder sowas, aber wir kommen hier, um Sachen zu lernen und erleben als Seelen. Und deswegen jedes Erlebnis ist zum Danken. Das kann man nicht überall in dem Universum machen. Dankbar für Sachen, die man durch das Leben lernt und nicht aus Universitäten. Schöne Aussage, oder? Für was ist echt die nächste Person dankbar? Finden wir es raus. Fürs Leben. Soll ich noch mehr sagen? Fürs Leben, für meinen Schatz, für die Liebe, die wir zusammen haben, dass ich gesund bin. Der Schatz sagt Das Gleiche. das Gleiche. Ja. Für was bist du dankbar? Ich bin dankbar für die Menschen, die immer für mich da sind und mich in jedem Fall unterstützen. Also sicher das Leben, also dass ich auf der Welt bin und dass ich jetzt in dieser Zeit lebe und dass ich in so einem verhüteten Umfeld lebe oder bin aufgewachsen, also ja, in Anführungszeichen im Gegensatz zu anderen Leuten vielleicht oder an anderen Orten auf der Erde vor allem, eben, dass es uns in der Schweiz so gut geht, aber ja, keine Ahnung, dass ich jeden Tag aufstehen kann und es mir gut geht, dass ich mich bewegen kann, dass ich gut sehe, dass ich also wirklich für all meine Funktionen von meinem Körper, die gehen, dass ich eigentlich alles machen kann, was ich will. Für was bist du dankbar? Ich bin dankbar, dass ich irgendwo wohnen kann. Dass wir es hier gut haben. Dass ich eine Familie habe. Das wär's. Ah, ich gehe. Ja, alle. Alle zusammen! Familie und ein Freund. Familie und Freunde. Ja. Und du? Du musst jetzt auch Freundin sagen. Familie und Freundin. Dann seid ihr zusammen. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was du dankbar dafür Ja, bist? beschützen. Nein, Scheiße. Nein, ich dankbar bin, dass ich ein Hobby habe. Dass ich Beine habe, dass ich überhaupt da sein kann. Ja. Vom Leben bin ich dankbar. Für was seid ihr dankbar?
Schwierige Frage. Ja, schwierig kann man jetzt dem nicht sagen. Ich bin dankbar für meine Kollegen und meine Familie. Und dass ich so ein Leben kann führen kann in der Schweiz einfach. Und dass ich genug Geld habe, im Moment einmal. Dass ich einen fixen Arbeitsplatz habe. Also du bist für alles dankbar? Ja, ich bin auch für alles dankbar, ja. Bist du für nichts dankbar? Aber ich bin auch für viel dankbar. Aber ich würde auch sagen, dass ich einfach leben kann. Also, dass man überhaupt darf leben hier auf dieser Welt. Und auch, was man alles erlebt. Das ist eine coole Sache. Für was seid ihr dankbar? Oh, für mein Leben, für meine Gesundheit, für meine Kinder, für alles das, was ich habe. Also eigentlich für jeden Tag bin ich dankbar. Für meine Familie. Eigentlich meine Kollegen, Erziehung und auch, dass ich keine Ahnung, nie ein gutes Leben habe. Ja. Für was seid ihr dankbar? Dass ich überhaupt lebe und dass ich super 2 Kinder habe und jetzt ein neues Grosskind. Ah, das ist ja schön. Ja. Das ist noch etwas. Das ist noch etwas. Dass ich in der Schweiz wohne, wenn man manchmal hört, was alles im Ausland passiert. Ja. Also. Für was bist du dankbar? Für den Luxus und für das Leben an sich, das man hat. Kommt noch etwas dazu? Ja, die Frage stellen wir selber auch meistens nicht. Aber ja, wenn man so ein bisschen reisen und so, sieht man immer wieder wie mehr, dass man es gut hat hier in der Schweiz sicher. Und ja, dass man gesund ist. Und ja, eben der Luxus, wieder neue Kleider kaufen und so, das weg. Ob in der Altstadt, auf dem Weihnachtsmarkt, auf den Gassen, vor den Bars oder in den Bars, die Leute scheinen sich einig, für was sie dankbar sind. Anschliessend bin ich in meine Lieblingsbuchhandlung gegangen und habe genau dort auch die gleiche Frage gestellt. Für dass ich gesund bin, für dass ich 3 gute Kinder habe und für dass ich die Buchhandlung habe. Und liebe Freundinnen. Freunde. Noch ein älterer Teil. Ist nicht selbstverständlich. Ja. Und für das ich in einem sicheren Land leben kann. Für was seid ihr dankbar? Für meine Gesundheit. Noch mehr. Dass ich zum Beispiel das Glück hatte, in Europa oder in der Schweiz und in relativ privilegierten Verhältnissen geboren zu sein. Also Startbedingungen zu haben. Privilegiert heisst, also, meine Eltern haben beide Prim gemacht. Mein Vater war Schreiner, meine Mutter war Hausfrau. Zum Teil bin ich in der Stadt aufgewachsen, zum Teil auf dem Land. Ich musste dann noch ein bisschen schneiden haben, wenn ich da so stürme. Und durfte den Gimmer machen und studieren und ich bin eigentlich nur dankbar. Und eben, jetzt bin ich 65, jetzt bin ich jeden Morgen einfach dankbar, dass es mir so gut geht, Gesundheit. Danke vielmals. Ist das alles? Ja. Das ist schon alles? Das ist alles! Ich hätte noch viel mehr sagen. Es nimmt gleich noch auf. Es nimmt gleich noch auf? Es nimmt immer noch für auf. Das Grosskind, für meine 2 Söhne, die ich sehr gerne habe. Für das Grosskind, das 14 Monate ist, das ich da für die Literatur. Für alles. Aber das Erste, was ich gesagt habe, ist wirklich Gesundheit. Das ist in meinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich. Nein, da wird nichts rausgeschnitten. Das bleibt alles haargenau so, wie es ist. Weil meine Freunde, die jetzt hier gerade erzählen werden, die sind auch uncut. Ja, ich bin eigentlich dankbar, dass ich nicht unter Diarrhoe leide. Das haben ja ganz viele Leute. Ja, dass ich eigentlich tagtäglich normal auf das WC kann. Für das bin ich natürlich auch dankbar. Also los, ob du willst oder nicht, du bist jetzt ein Teil
Gast von meiner neuen Episode. Ich stelle dir jetzt eine Frage und du musst antworten. Du bist der Einzige, der muss antworten. Okay. Und ich darf ohne dein Einverständnis die Daten brauchen, für was auch immer ich will. Für was bist du dankbar? Es hat heute feines Nacht. Schön. Und ich kann jetzt schlafen. Das sind 2 schöne Sachen. Ja. Hat es noch mehr? Nein. Nicht? Für heute nicht. Heute nicht. Morgen? Vielleicht. Morgen ist Vize-Freitag. Donnerstag? Ja. Also, dann sind wir morgen dankbar für Vize-Freitag. Also zuerst mal bin ich unglaublich dankbar für meine Gesundheit. Ich merke immer mehr und mehr, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man einfach gesund und unbeschwert durchs Leben gehen darf. Dann bin ich extrem dankbar für meinen Umkreis, für die Menschen, die mich umeinander lieben. Dass ich in so einem Land wohnen darf, wo einem so viele Perspektiven gibt und man einfach frei darf leben, ohne Grenzen und Regeln oder die Kultur, die mich, oder die Religion, die mich einschränkt. Dann bin ich mega dankbar für, dass ich so viel lachen im Leben. Das merke ich, ist etwas, was mir mega hilft. Dass ich Humor haben darf, dass ich sarkastisch sein darf. Und auch meine Mitmenschen das so schätzen und akzeptieren. Ja, ist eine ziemlich interessante Frage, für was man dankbar ist. Wahrscheinlich beschäftigt man sich auch ein bisschen zu wenig damit. Aber wir haben jetzt mal drüber nachgedacht und ich denke, wo ich am meisten tatsächlich für dankbar bin, dass ich viele Leute in meinem Leben habe, die mich mit dem unterstützen, was ich gerne machen möchte oder auch wie ich sein möchte. Angefangen von meinen Großeltern, von meinen Eltern, meiner Schwester und vielen Freunden, die ich habe und natürlich auch von meinem Freund. Sonst wäre er vermutlich nicht mein Freund. Und das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, da hat nicht jeder die Möglichkeit, das zu tun, was er vom Herzen her machen möchte. Und da wurde ich immer sehr stark unterstützt. Auch wenn Kritik mal geäußert wurde, war trotzdem immer jeder hinter mir gestanden. Das ist was sehr, sehr Schönes. Genau, und da ich natürlich auch aus der Gesundheitsbranche komme, bin ich schon auch sehr dankbar. Auch wenn man vielleicht mal die ein oder anderen Zipperchen hat, dass man trotzdem viele Dinge machen kann, auch wenn man vielleicht mal Rückenschmerzen oder krank ist oder irgendwas, dass man doch eine gewisse Grundgesundheit hat, die einem viele Dinge ermöglicht, wie Sport machen, reisen gehen, unterwegs sein. Ich denke, das ist was sehr, sehr Wichtiges, was auch viele Leute vergessen, wenn die vielleicht mal irgendwo ein Zipperchen haben, dass der Körper eigentlich die ganze Zeit probiert, einem zu helfen. Von daher auch ein ganz cooler Punkt für mich. Und was und ich auch gesagt haben, dass man eigentlich die Möglichkeit hat zu reisen, weil man eben auch finanzielle Mittel dafür hat. Man hat vielleicht auch im gewissen Maße die Zeit dafür, das zu tun oder kann sich die Zeit nehmen, wenn man es drauf anlegt. Genau, und dass man eigentlich reich beschenkt wird, weil man denkt, naja, jetzt gehe ich reisen, ich gehe vielleicht surfen, ich mache vielleicht so ein bisschen mein Ding, aber gleichzeitig hat man die Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern und neue Dinge zu lernen. Von daher ist das so ein Geschenk, was man so nebenher erhält. Und ich denke, das sind Dinge, für die man dankbar sein kann. Aber grundsätzlich ist uns auch aufgefallen, dass man vermutlich für zu wenig Dinge bewusst dankbar ist. Viele Dinge werden so nebenher einfach angenommen. Und ich denke, dass man da mehr Fokus drauf setzen könnte und sich tatsächlich auch über die kleinen Dinge freuen könnte und sehr dankbar dafür sein kann, weil Dankbarkeit ist ein großes, starkes Gefühl. Und ich denke, dass man das mehr schätzen kann. Für das unendliche Privileg, das wir hier haben in der Schweiz, für die tägliche Freiheit, die ich habe, zu können entscheiden, was ich essen will, wo ich schlafen will, wo ich einschlafen will, wo ich leben will. Jeden Morgen können aufstehen und entscheiden, was ich machen will, wo ich meine Energie einsetzen. Das ist ein Privileg, das nicht jeder hat und für das bin ich unendlich dankbar. Da kommt mir gerade tausende Sachen in den Sinn, aber am meisten dankbar bin ich eigentlich, dass ich gesund bin. Dass ich wirklich nicht eingeschränkt bin in nichts.
dass ich das machen kann, was ich will, jeden Tag. Und dann bin ich auch dankbar dafür, dass ich so eine tolle Familie habe um mich herum. Sei es wie Freunde, da bin ich auch dankbar. Und natürlich auch mein Freund, der mich tagtäglich unterstützt. Und noch so als Kleines dankbar bin ich natürlich auch, dass ich mich da auch bei diesem Podcast darf mitmachen. Das freut mich jedes Mal fest. Dann bin ich erst zurückgekommen vom Reisen und habe mich in der Situation wieder gefunden, wo ich dachte, das wird mir auch nie passieren. Oder ja, das redet man nicht so. Und zwar musste ich beim RAF anmelden. Und wenn man das nachher offen kommuniziert, was ich auch gemacht habe, merkt man, dass ich eigentlich schon mega viele Leute beim RAF war. Und ich bin dann so dorthin reingelaufen, so selbst, als wäre es das Natürlichste der Welt, dass jedes Land das hat, wenn man keine Arbeit findet, dass man einfach dorthin gehen kann und sagen, hey, weißt du was, klar muss man auch etwas dafür tun, man muss Bewerbungen schreiben, man muss Sachen machen, aber sie unterstützen einem dabei, sie haben sogar so etwas, wo einem mega Unterstützung geben beim Bewerbungen schreiben, wenn man das braucht. Und wir hatten dann nach einer gewissen Zeit, was ja immer unabhängig ist, Anspruch auf eine gewisse Menge von Geld. Und das ist schon sehr etwas, wo ich dafür dankbar war, weil ich eigentlich so dachte, ja, in anderen Ländern ist einfach eine Familie, die einem trägt. Und dann habe ich wirklich so ganz selbstverständlich ich gehe aufs RAF. Und dann habe ich wirklich darüber nachgedacht, dass ich dachte, das kann nicht jeder sagen oder das kann nicht jeder machen. Für das bin ich mega dankbar. Also ist es mehr so ein bisschen wie so etwas, was ich finde, jetzt in der Schweiz, also es haben ja andere Länder, aber jetzt in der Schweiz für das bin ich mega dankbar, dass es es gibt. Und schlussendlich kann es wie wirklich jeder treffen. Und man muss dann schon so ein bisschen, es braucht gleich ein bisschen Überwindung. Es ist nicht ganz so einfach. Man muss auch viel tun dafür. Aber dass man das einfach die Chance hat, das finde ich schon mega, mega toll. Ja. Und dass ich in einem Umfeld lebe, wo ich das offen kommunizieren kann. Und das nicht dass das okay ist. Und dass mir die Leute immer, wenn ich das sage, dann helfen wollen. Und eben auch erzählen, dass sie jemanden kennen oder sogar selber schon waren, die es nicht gewusst haben. Ja, für das bin ich echt wirklich mega dankbar. Das war mein Beitrag. Wenn ich so darüber nachdenke, dann gibt es für mich 2 Formen von Dankbarkeit. Das eine ist wie eine spontane Dankbarkeit und das andere geplante Dankbarkeit, wenn man dem so sagen kann. Eine spontane Dankbarkeit empfinde ich, wenn mir etwas passiert oder ich etwas erlebe, wo einfach ein angenehmes Gefühl auslöst. Also zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee in meinem Lieblingskaffeehaus habe und wie einfach zufrieden mit dem bin oder eine Umarmung, wo ich mich voll ausfüllt und man nicht mehr in diesem Moment könnte wollen haben oder wollen machen. Oder für mich speziell einfach Nebel. Durch einen Wald laufen, wo in Nebel eingepackt ist und ich mir vorkomme wie Watte. Also das ist... In so Momenten bin ich enorm dankbar und ich kann es auch nicht alles steuern, dass es irgendwie das Gefühl von dieser Zufriedenheit und ja, von dem Gefülltsein. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Das Gefühl, dass das, was man hat, genug ist, bei weitem genug ist. Und die andere Form von Dankbarkeit empfinde ich, wenn ich wirklich bewusst darüber nachdenke. Also wie jetzt auch in Bezug auf diese Frage. Und dann
kommen mir die offensichtlichen Sachen zu Sinn. Also wie, dass ich an einem Ort leben kann, wo ich nicht durch Krisen, kriegerische Konflikte oder enorme Naturkatastrophen plagt bin oder betroffen bin. Dass ich ein Leben leben kann, das eigentlich banale Probleme hat und ich mir am Abend nicht Angst muss haben, was passiert morgen, lebe ich und die Leute, die mir nachstehen, morgen noch. Ja, das. Oder auch einfach zu wissen, dass wie so tragische Momente nicht einmal passieren können. Also jetzt, natürlich, es kann immer etwas Schlimmes passieren und ich muss mir in diesem Moment klarkommen, aber wie die Gefahr von wie einem mega schlimmen Schicksal, das habe ich irgendwie das Gefühl, haben wir hier in der Schweiz nicht. Und das beruhigt mich und gibt mir auch eine gewisse Form von Dankbarkeit. Es hat schon Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich auch so ziemlich für gar nichts bedankbar war. Dann habe ich einfach auch gar nicht gesehen, ja, weil ich dankbar sein dafür. Weil ich irgendwie gefunden, es ist alles Scheisse. Und es kommt nicht gut und niemand hat mich gern. Und sowieso und überhaupt. Einfach so einen richtig undankbaren Touch. Zum Glück ist es im Moment gerade ganz anders. Und meine Liste, für was ich dankbar bin, ist ziemlich lang, weil es mir so gut geht. Dann ja, weiss ich fast nicht, was ich nicht könnte drauf nehmen. Ich glaube, so der wichtigste Punkt von dem, was ich dafür dankbar bin, das sind Menschen. Zum Beispiel meine Eltern, die, ja, seit ich mich erinnern kann, haben sie mich unterstützt in allem, was ich machen wollte. Und mir auch das Vertrauen gegeben, dass ich das kann, aber sie haben mich nie gepusht. Also ich durfte immer alles machen, aber ich habe nie irgendetwas wirklich müssen. Und schon gar nicht wegen ihnen. Sie haben immer gefunden, solange es mir Spass macht, soll ich es machen. Und meine Geschwister, ja, die sind eigentlich auch immer da für mich. Ja, ich habe recht früh angefangen Sport zu machen und immer intensiver. Von daher gibt es auch ganz viele Trainerinnen und mittlerweile auch Trainer, wo ich auch wirklich dafür dankbar bin, dass sie mich gepusht haben, bis an meine Grenzen, manchmal darüber aus, aber mich manchmal vielleicht auch gebremst haben, so dass ich ja, wirklich auch immer weiterkomme auf dem Weg, den ich gegangen bin, solange ich diesen Weg gehen wollte. In diesem Sport hatte ich auch ganz viele Trainingsgespendli, früher und heute. Und es gibt Leute, die schon ziemlich lange in meinem Leben sind, die immer noch sehr gute Freundinnen. Also, ja, wir haben wirklich etwas gefunden, was uns zusammen verbindet. Wo so die Banden sind, die irgendwie länger haben, als nur die Zeit, wo man zusammen Sport macht. Ja, Freundinnen und Freunde ganz generell, die für mich da sind, in den guten, aber vor allem auch in den schlechten Zeiten, dann, wenn man es eigentlich mehr braucht, fast noch. Für die bin ich sicher auch sehr dankbar. Ja, eben die eine von meinen Freundinnen und meine Schwester haben mir auch Gottenkind geschenkt. Kinder finde ich sowieso, dass ja, Kinder bringen einem immer im Moment zurück und das finde ich etwas sehr Wertvolles. Und etwas sehr Dankbares, um mit Kindern zusammen zu sein, mit ihnen zu spielen, mit ihnen Sachen zu lernen. Weil sie einem gar keine andere Chance geben, als wirklich im Moment zu leben. Was sehr, sehr wichtig ist. Ich bin auch sehr dankbar für das Vertrauen, das ich bekomme, sei das privat oder auch beruflich. Für all die vielen Chancen, die ich bekommen in meinem Leben. Wo ich immer wieder denke, ich bin schon ein kleines Glückskind fast. Mit all diesen Sachen, die ich auch und dürfen leben. Natürlich gibt es auch schwierige Momente, schwierige Situationen, sei es, wenn man Verlust hat oder muss Abschied nehmen oder einen Unfall hat oder gesundheitlich angeschlagen ist. Und gleich, vielfach nicht im Moment, aber dann später, merkt man, wie viel Positives das in diesen Sachen, wo man gerade im Moment das Gefühl hat, das ist negativ, wie viel Positives das auch in denen steckt und wie viel das man daran
kann lernen und daran kann wachsen. Genauso nicht nur bei den schwierigen Situationen, sondern auch bei schwierigen Leuten. Oder ja, für einen schwierige Leute, die einem ganz viel lehren, weil man sich auch immer wieder fragen muss, ja, ist es vielleicht etwas, das die mir spiegeln, was ich an mir selber nicht mache? Oder muss ich einfach vielleicht mal ein Gespräch suchen, statt immer nur die Faust im Sack machen? Und wenn man nachher so Situationen kann lösen und klären, dann kann man auch ganz fest wachsen an denen. Von dem her ist es etwas, wo ich auch sehr dankbar bin dafür. Ich bin auch sehr dankbar für meine Gesundheit, die ich im Moment habe. Ja, was ich mit meinem Körper und mit mir als Person alles machen kann, das finde ich recht cool. Ich habe eine wunderschöne Wohnung, wo ich mich sehr drin wohlfühle. Ich habe jeden Tag gutes Essen. Ich habe genug warm, dank einem Verwalter, der gestern Abend extra vorbeikam und meine Heizung gerade noch ein bisschen geflickt hat. Ja, wird immer wichtiger in diesen kalten Zeiten. Und das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich der Wechsel von der Jahreszeit. Eigentlich hassen in der Winter. Wirklich, mir scheisst das alles so an. Wenn man sich so einpacken muss, irgendwie 100'000 Geschichten und Händchen und Kappen und Halstuch und nachher verschwitzt du wieder, wenn du irgendwo drin bist und du frierst schon, weil du geschwitzt hast, dann ist es wirklich einfach ein Scheiß. Aber wenn ich nachher so in die Kerzen schaue, die sich spiegeln, zum Beispiel jetzt gerade bei mir vis-à-vis im Fenster, ist es halt einfach gleich schön. Man kann ein bisschen gemütlich drinnen hocken. Im Sommer hat man immer das Gefühl, man muss lang draußen sein, weil es einfach so schön ist. Und im Winter kann man so mal drinnen geniessen. Und eben wirklich die Wohnung geniessen. Ja, es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Sachen, wo ich auch noch dafür dankbar bin. Ich glaube, einfach für das Leben an sich. Dass ich da sein darf und dass ich so viel erleben darf. Ja, ich glaube, für all das bin ich dankbar. Ich war heute Morgen dankbar, schlichtweg mein eigenes Herz zu hören, zu fühlen und zu wissen, dass die Maschine immer noch funktioniert und dass es mir gut geht. Für was bin ich dankbar? Das ist von mir aus gesehen relativ eine schwierige Frage und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, zu beantworten. Und ich habe mich gefragt, warum fällt es mir so schwer, die Frage zu beantworten. Und plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, dass es auch ist, weil mir eigentlich gar nicht viel einfällt, wo ich nicht dankbar bin dafür. Und da gehören nämlich auch Erlebnisse dazu, wo ich in dem Moment, wo ich es erlebt habe, oder Menschen, die ich getroffen habe, eher als negativ und belastend empfunden habe, wo ich jetzt im Nachhinein darauf zurückschaue und muss sagen, eigentlich hat mich die Situation oder der Mensch hat mich weitergebracht. Von dem her, eigentlich bin ich auf praktisch alles, was ich bisher erlebt habe, bin ich für alles sehr dankbar. Und besonders dankbar bin ich natürlich dafür, dass ich in einem Land leben darf, wo ich nicht Angst haben muss, mein Leben, wo ich Sicherheit habe, das Dach über dem Kopf, genug zu essen, genug Geld, meistens. Und vor allem halt auch die ganzen Menschen, die mein Leben bereichern. Für das bin ich unendlich dankbar. Besonders meine Familie, die Liebe. Laut meiner Querfeldstudie mit Freunden und mit Fremden gibt es also jeden Tag etwas, wo man sich darüber erfreuen kann und dankbar dafür sein. Nicht nur, wenn man sich die Frage bewusst stellt, für was es sich lohnt, dankbar zu sein. Die Leute auf den Gassen sind für das Leben dankbar, für ihre Gesundheit, ihr Umfeld, für ihre Möglichkeiten und das Privileg, das wir hier haben, in diesem sicheren Land. Für hier gross zu werden und für Vielfalten und Gedanken auszuleben. Sie sind dankbar für Unterstützung und Unterstützungen von anderen, von allen möglichen Leuten, beim Sprengen der eigenen Grenzen vor allem. Haben Glück, dass die Liebsten auch in den rebellischen und in den unvernünftigen Zeiten, die wir manchmal haben, bei den schwierigen Entscheidungen
und beim Einschlafen von neuen Wegen, dass unsere Liebsten auch dann uns unterstützen und am Spielrand für uns fehlen. All die Leute sind auch dankbar für das Selbstverständliche, für das feine Essen, für ausreichendes Trinken, für den Schlaf, für Sicherheit und Bildungsmöglichkeiten. Und jemand hat gesagt, dass sie dankbar ist, für dass sie aus Seele hierher kommen kann, um Aufgaben zu lösen, um die zu meistern und daran zu wachsen. Jemand anderes hat gesagt, er sei quasi für seinen ganzen Körper dankbar, seine Funktionen aufzählt, von Beinen über Arme, das Augenlicht, dass er laufen kann, dass er aufstehen kann. Laut einem jungen Mann, den ich auf dem Heimweg getroffen habe, kann man auch für die Erziehung dankbar sein und für die Chancen, die ihm mit Wege gelegt wurden. Wieder jemand hat gesagt, für Hobbys. Ich finde, das ist so banal und so wichtig. Ein Hobby zu haben. Ein Hobby ist inspirierend, macht Freude und man kann sicher auch dankbar dafür sein. Etwas anderes, was ich mich sehr darüber gefreut habe, war, als meine Kollegin gesagt hat, sie sei dankbar für Kinder. Ich bin auch dankbar für Kinder. Sie sind eine meiner grössten Inspirationsquellen. Sehr direkt und ehrlich und nehmen grundsätzlich nie ein Blatt vor den Mund. Können sich ewig vertörlen und fest über alles begeistern. Ich finde, von Kindern können wir sehr viel lernen. So ziemlich alles. Alles, was wir verlernt haben, seit wir halt nicht mehr Kinder sind. Kinder sind unsere Vorbilder. Egal, ob sie vor Zorn toben oder irgendwelche Rausgeäusser haben von lauter Freude. Sie sind immer ungefiltert. Und der Filter ist etwas, das wir uns angeeignet haben und zweifellos oft nützlich ist, aber mehrheitlich auch hinderlich ist beim Erreichen von dem, was wir wollen. Er schränkt manchmal ein, beim Momenten geniessen und im Moment innen zu sein. Und für das auch einstehen, was man eigentlich gerne möchte. Ich hoffe auf ein bisschen mehr Echtheit. Ob schon authentisch sein, gerade momentan zum Glück, auch wie Achtsamkeit in ist, habe ich manchmal doch noch das Gefühl, dass die Authentizität ziemlich gespielt ist. Ich wünsche mir für mich auch für das nächste Jahr noch ein bisschen mehr Kind sein und noch ein bisschen mehr das machen, was ich will. Und noch ein bisschen mehr dankbar sein für all die Sachen, die ich einfach so habe. Die Leute haben viele schöne und positive und erfüllende Sachen genannt. Aber manchmal kommt es nicht so, wie man will, das Leben. Dann kommen Veränderungen, wo ganz schlimme Sachen passieren. Und man denkt, wie zur Hölle habe ich das verdient? Wieso passiert etwas so Schlimmes? Sei es Verlust von irgendeiner körperlichen oder psychischen Funktion, sei es irgendein Hab und Gut oder im schlimmsten Fall der Verlust von jemandem, wo man nicht mehr hat. Und dort Dankbarkeit drinnen zu sehen, ist schwierig. Ich glaube auch nicht, dass man Dankbarkeit verspüren kann. Manchmal gibt es Sachen, die hasst man und für die ist man nicht dankbar. Und dann gibt es die Sachen, die man überlebt hat, sozusagen. Die Sachen, die extrem schmerzhaft waren und prägend. Herzschmerz oder irgendwelche Familiengeschichten oder Sachen, wo man sich ein Ziel gesetzt und die nicht erreicht haben oder Menschen begegnet, wo man gescheiter nicht hat begegnet. Im ersten Moment. Und dann merkt man, dass die gemeinte, schlimme Begegnung vielleicht doch etwas Gutes hatte. Oftmals ist man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bereit, das einzusehen oder das auch aus Dankbarkeit zu spüren. Also man kann auch dankbar sein für Situationen, die nicht so gelaufen sind, wie man wollte, weil es schlussendlich eine Lehre war. Wenn ich jetzt so die Aussagen von all meinen Freunden und Familienmitgliedern und auch von den Fremden mal ein bisschen genauer betrachte, reden sie immer wieder, und auch ich, von Gesundheit. Und wiederum frage ich mich,
wieso dass es hier in der Schweiz, in diesem sehr privilegierten Land, das habe ich in der Schule gelernt, 80% der Todesfälle, die es jährlich gibt, aufgrund von nicht chronisch übertragbaren Krankheiten passieren. Also nicht übertragbare Krankheiten. Ja, was sind denn das? Das ist eine Gruppe von Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, also Diabetes Typ 2, nachher Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt, dann diverse Krebsarten und diese Aussage jetzt nicht auf Goldwaage legen. Ich will nicht damit sagen, dass der Lebensstil immer alles beeinflusst. Aber ich will damit sagen, dass es der grösste Einfluss ist, wenn man einen ungesunden Lebensstil hat. Eben auch für chronische Atemwegserkrankungen oder verschiedene psychische Störungen. Und eine Todesfallrate von 80% ungefähr in der Schweiz ist ziemlich hoch, für das die Leute sagen, Gesundheit ist ihnen wichtig. Was können wir machen, für dass die Zahl sinkt? Weil wir weiterhin für unsere Gesundheit dankbar sind. Indem dass wir die Risikofaktoren, die genau diese Krankheiten auslösen, so gut wie es geht, minimieren. Klar, das ist jetzt einfach gesagt. Aber beispielsweise mit ausgewogenerer Ernährung. Ich sage bewusst ausgewogenerer, weil was ist schon ausgewogen? Aber ein Auge auf die Ernährung werfen. Oder halt mal eine halbe Stunde spazieren pro Tag. Oder schon nur, wenn du einmal mehr gehst, spazieren pro Woche. Schon nur das fördert deine Bewegung und somit auch deinen Gesundheitszustand. Rauchen ist ein Thema, Alkoholkonsum ist ein Thema. All diese Sachen. Oder Stress, egal ob der von außen kommt oder von innen. Unser Hirn kann dort nicht so gut unterscheiden, ob jetzt der Stress von uns selber ist oder irgendein Depp, der von außen produziert. Ich werde weiterhin für meine Gesundheit dankbar sein und darum auch meine Gesundheit ernst nehmen und auf meinen Körper hören und auf meinen Kopf hören. Und darum finde ich, könnten wir gut ein bisschen zu unserem Körper schauen. Logisch, sehr viele von uns machen sehr viel für ihren Körper und trotzdem passieren schlimme Sachen mit ihm. Aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Dass, wenn man gut dazu schaut, der Körper sicher auch auf eine Art und Weise Merci sagt. Wie findet die Dankbarkeit einen Weg in unseren Alltag? In einen Alltag, der sowieso schon ziemlich überfüllt ist und vielleicht nicht noch mehr braucht. Im Gegenteil. Da gibt es sicher Tausende von YouTube-Videos oder inspirierenden Zitaten oder der hat gesagt, dann zumal und niemand mehr kennt die Leute, aber sie haben dann zumal etwas Gescheites gesagt. Alles schön und gut hat für mich nicht gepasst und ich habe jetzt einen Weg für mich herausgefunden, wie Dankbarkeit ziemlich einfach in meinen Alltag integriert werden kann. Bewusst. Nämlich, wenn ich am Morgen aufstehe, ist das Erste, was ich mir überlege, für was bin ich heute dankbar. Und Dankbarkeit ist, wie meine Kollegin gesagt hat, ein starkes Gefühl. Ich habe gar nicht viel mehr zu sagen zu dem. Ausser, dass es dich im schlimmsten Fall 20 Sekunden von deinem Alltag kostet. Anstatt dass ich jetzt dir erzähle, für was ich dankbar bin, möchte ich dir etwas Spezielles zeigen, das ich dieses Jahr bekommen habe. Von einer ganz, ganz guten Kollegin. Ich kann nicht erklären, was es ist, aber du kannst es hören, was es ist. Und vielleicht findest du heraus, wieso ich so fest dankbar bin, für das sie mir das geschenkt hat. Schön hast du heute auch wieder zugelassen bei Awesome Range of Freedom. Hab's gut, bis gleich und viel Spass beim Geschenkli geniessen.
We will call this place our home, the dirt in which our roots may grow. Though the storms will push and pull, we will call this place our home. We'll tell our stories on these walls. Every year measure how tall. And just like a work of art, we'll tell our stories on these walls. Let the years we're here be kind, be kind. Let our hearts like doors open wide, open wide. Settle our bones like wood over time. Give us bread, give us salt, give us wine. A little broken, a little new. We are the impact and the glue, capable of more than we know. We call this fixer-upper home. With each year our color fades. Slowly our paint chips away. But we will find the strength and the nerve it takes to repaint and repaint and repaint every day. Let the years we're here be kind, be kind. Let our hearts like doors open wide, open wide. Settle our bones like wood over time, over time. Give us bread, give us salt, give us wine. Let the years we're here be kind, be kind. Let our hearts like doors open wide, open wide. Settle our bones like wood over time, over time. Give us bread, give us salt, give us wine. Give us bread, give us salt, give us wine. Smaller than dust on this map lies the greatest thing we have. The dirt in which our roots may grow, and the right to call it home.